Das heißt die neue Zeit. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer und kiek aus das Fenster. Würmig liegt eine Frech mit Sommerjäsch in ihr der Ocker, der Hänger der Rheindiek und Hänger der Diek darin. Öff nu grad Schierpe ob im Unterweg sind, lässt sich von hey ut nicht feststellen. Es liegt eine seltsame Stelle über das Stücks Land, das ich in dem Moment überblicken kann. Und ich meine, dass es eine andere Art von Stille ist, als die Stille, die wir ab und zu suchen, um ein wenig Ruhe und Schutz für die laute Welt zu finden, ob die gelegentliche Flucht vor der rosige Alltag. Es ist das gern seltene, ja lähmende Stille, die mich in eine Art von körperlicher und psychischer Trägheit versetzt, wo das Interesse möglich wird. Den Zustand kannte ich bislang nicht. Es ist eine Erscheinung, die sich mit anhaltender Pandemie schlickend etabliert hat. Meine Generation war bis nur die erste, die ihr Leben lang gewöhnt war, mit voll Freiheit leben zu dürfen. Freiheit, die alle vorherigen Generationen verwehrt waren und sie die so nicht kennenlernen durfte. Und plötzlich trifft uns eine Pandemie mitten in uns bis dahin von Freiheit und Wohlstand bis hin zur Dekadenz geprägtes Leben. Plötzlich ändert sich das Leben in einer Art und Weise, die sich vermutlich die wenigsten von uns heute vorstellen können. Die Veränderung von uns bis dahin von Selbstgefälligkeit und eine gewisse Sattheit geprägter Lebensweise traf uns unvermittelt und fühlte sich an wie ein Schlag in uns selbstgefällige Gesicht, mit dem wir uns dort Leben grinsen. Anfangs 2020 veränderte die Welt sich und uns. Ein kleines Virus mag sich auf der Weg, um die Welt und uns zu zeigen, dass wir, die Menschen, noch lange nicht alles im Griff haben und all ja nichts unter Kontrolle haben. Es hat den Namen Corona und verbreitet sich von nun an rund um den Globus, beschäftigte Wissenschaftler und Politiker und lädt Millionen Menschen krank werden und sterben. Lange Zeit haben wir kein Mittel, um das Virus wirksam zu bekämpfen, sodass es in Unweise immer wieder drauf geht. Nur und nur hat Corona die ganze Welt und alle Lebensbereiche von uns Menschen unter Kontrolle. Augenblicklich findet, dass wir kleine Fortschritte machen, um im Herde zu werden. Wir haben gelernt, Abstand zu halten, Masken zu tragen, die Knuffel zu desinfizieren, uns nicht zu berühren, uns gegenseitig nicht zu besuchen oder ja uns zu versammeln, ohne kulturelle Veranstaltungen zu leben, nicht zu verreisen und kein Restaurants zu betreten. Und wir kiegen ich auf der Diek, wo in dem Moment 6 Leute unterwegs sind. 3 Frauen und 3 Mannskerls. Sie laufen jeweils 2 und 2 mit Abstand. Es scheint, dass sie zusammen unterwegs sind. Ich vermute, dass es sich um 6 Personen und 3 verschiedene Haushalte handelt. Dafür laufen sie getrennt mit der gesetzlich vorgeschriebenen Abstand. Mein Gedanke jont zurück in die Vor-Corona-Zeit. Nun lege ich das Fernglas an der Sie. In der Radio kommen die 16 Uhr Nachrichten. Sie fangen wie immer an mit der aktuellen Inzidenzziffer von der RKI und der geplanten Lockdown-Maßnahmen. Morgen ist Sonntag, ein zweiter Porsche in der Pandemie. Und ich stelle mich nur vor, wie unsere für die Pandemie war. In dem Moment nahm ich das Tuckere von der Opterien vorbeitreckenden Frachtschiff war. Das gleichmäßige Geräusch beruhigt mich ein bisschen, weil es stimmt mich nicht zu früh auf ja sorglos. Ist das nur die neue Zeit? Danke. Ja.